Shalom, liebe Geschwister. Ja, Gemeinde Hamm, wir begrüßen euch in den Namen Jesus Christus. Und ich bitte euch ja einfach um Entschuldigung. Wir haben versucht, das ja einfach live zu machen, mit Livestream. Aber wir haben zu wenig Volumen, also kriegen es nicht hin. Und wir bitten euch doch, ja, dass ihr gewartet habt und einfach, es hat nicht so geklappt, wie wir es vorhatten. Entschuldigt, liebe Geschwister. Aber wir wollen ein Video machen und das wollen wir euch dann auch weitersenden. Und wir werden sehen, dass wir Montag das irgendwie im Griff kriegen, aber wir informieren euch. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen reichen Gottes Segen. Wir wollen 2 oder 3 Lieder singen, wir wollen mit euch beten und dann habe ich eine kleine Botschaft für euch. Ein kleines Wort, also dauert vielleicht insgesamt eine halbe Stunde. Und Gott segne euch da, wo ihr seid. Gott segne dich da, wo du bist, liebes Herz. Gott liebt dich. Und wie gesagt, wir werden sehen, dass wir das irgendwie in den Griff kriegen. Aber bevor wir anfangen, bevor wir singen, wollen wir doch mit euch zusammen beten. Und ich bitte dich doch, vielleicht da, wo du bist, dass du eben deine Augen schließt und lasst uns zusammen beten. Vater, wir danken dir, Herr. Wir danken dir für diesen wunderbaren Tag, den du gemacht hast. Wir danken dir, dass wir deine Kinder sind, Vater, und dass du, Herr, jetzt alles in deinen Händen nimmst, Herr. Führe und leite du uns, Jesus, deine Gemeinde, deine Kinder, Baudebel. Auch, Herr, die segne sie, wo sie jetzt zu Hause sind. Herr, wo sie das hören, deine Botschaft, Herr, wo sie hören einfach, Herr, das, Herr, reden und, Herr, ja, diesen Anbetung, Vater, segne sie, wo sie sind, erfülle unsere Herzen und führe und leite uns durch deinen Heiligen Geist, Herr. Wir danken dir, Herr, wir preisen dich, Herr, und wir wollen dich loben, Herr, dich preisen und anbeten, Herr. Herr, wir wollen festhalten an deine Gnade, wir wollen festhalten an deine Liebe, Herr, wir wollen festhalten an dein Wort, Jesus Christus, wir wollen festhalten an deine Verheißungen, die du uns zugesagt hast, die du uns versprochen hast, Vater. Herr, wir danken dir für deinen Heiligen Geist, Herr. Wir danken dir, Herr, für deine Zusage, Herr, dass du bei uns bist und dass du uns begleitest, Herr, in unserem Leben, Herr Jesus Christus, Herr. Und so führe du alles, Herr, und nimm jetzt alles in deinen heiligen Händen, Herr. Wir preisen und loben dich in Jesu Namen. Amen. Wir wollen jetzt 1, 2 Lieder hören. Wir wollen bestimmt nicht euch wirklich lange aufhalten, aber wir wollen das mit euch tun, damit jeder was zu Hause hat. Und lasst uns doch zusammen diese Lieder mitsingen, ja, dass Gott einfach diese Angst durchdringt, dass Christus, der Heilige Geist, unsere Herzen berührt.
tu, ostima sera, io in coscela, lo tu, ostima sera, io in coscela, tutti, di desmondo di ver, tutta pari. Lo tu, ostigitao, mumanape, yo faltela tu, hari partimu, ade upespe, pastutrono, negatizore, nivel, mama utilo Deine
erfüllt. Ja, deine Liebe, Herr, die mir jeden Tag was Neues schenkt. Es ist deine Liebe, ja, die mich ganz erfüllt. Deine Liebe, Herr, die mir jeden Tag was Neues schenkt. Mehr von deiner Liebe, mehr von deiner Gegenwart. Amen, Halleluja. Amen. Ja, ich will euch das Wort einfach weitergeben, was mir der Herr auf den Herzen gelegt hat. Und wir wissen diese Zeit, wir wissen was einfach um uns herum geschieht. Und wisst ihr, ich weiß, dass viele Menschen Angst haben, viele Menschen wissen nicht, was ihnen die Zukunft bringt. Viele Menschen wissen nicht, was kommt. Und ich habe gebetet und habe gesagt, Herr, gib mir ein Wort für die Seelen, die da einfach in ihren Häusern sind oder die zu Hause sind, Herr. Und Gott hat mir ein Wort gegeben, liebe Geschwister, für euch und auch als erstes für mich. Aber was ich loswerden möchte, ist, dass Gott in allen Situationen immer bei uns ist. Wir sind niemals alleine, denn Gott ist bei uns. Und wir wissen, was jetzt passiert, zum Beispiel die Gemeinden werden zugemacht, Menschen werden krank. Das ist alles nicht von Gott, liebe Geschwister. Wir wissen, wer dahinter steht. Unser Ernstfeind. Aber ich will jetzt nicht so lange ich will einfach zum Thema kommen, weil ich nicht so viel Zeit habe, euch die Botschaft weiterzubringen. Und so habe ich war ich zu Hause und habe gebetet und habe so ein bisschen nachgesinnt. Und dann hat mir Gott ein Wort gegeben. Das ist für dich und für mich, auch in dieser Situation, wo wir gerade drin sind und wissen nicht, wohin und woher. Aber Gott, Jesus, der Heilige Geist, sprach zu mir. Und das waren diese Worte. Da steht in Matthäus 11, Vers 28. Und dieses haben wir bei uns auf eine große Tafel bei unserer Gemeinde. Und diesen Spruch haben wir, Matthäus 11, 28, einfach ganz groß geschrieben auf unserer Gemeinde. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und dann sprach Geist Gottes zu mir, sag ihnen diese Botschaft. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und heute lade dich der Herr ein. Jesus lädt ein in seine Gnade alle, die geplagt und beladen sind. Er lade dich ein, die unter den Nöten des Lebens und unter den Sünden ihrer eigenen menschlichen Natur leiden. Und oftmals ist man geplagt, Kind Gottes. Oftmals ist man beladen von Sorgen, von Problemen. Oft, wir wissen es und wir sagen es immer wieder, oft wird man einfach auch gequält von den Sünden. Ja, die Sünden, das ist die menschliche Natur. Die Sünden bringen uns auch Schwierigkeiten, wir leiden darunter. Aber Jesus sagt in seinem Wort, komme zu mir. Und nur bei Jesus können wir abladen. All das, was uns beladet, alles das, was uns einfach
schwerfällt, ob das Nöten sind des Lebens, Sünden, einfach Leiden. Oftmals sind Menschen krank, oftmals leiden Menschen. Auch mit dieses kannst du zu Christus kommen. Und wir können zu ihm hinkommen, indem wir zu Jesus kommen, um seine Vergebung und Hilfe zu empfangen. Und nur bei ihm können wir dies empfangen. Und indem wir unseren Leben Christus anvertrauen, und das ist wichtig. Oftmals ist es so, liebe Geschwister, dass man vielleicht Menschen alles sagt, aber dieses Vertrauen hat man oftmals nicht in Menschen. Ich will keinen zu nahe treten oder ich will auch nicht was Falsches sagen, aber weißt du, Gott kannst du alles vertrauen. Ihm kannst du alles anvertrauen. Und wir können seine Weisungen folgen. Bei ihm finden wir Freiheit und Erleichterung, wenn wir zu Christus kommen, da wo wir unsere Lasten des Lebens abgeben können. Und wenn wir einfach Jesus suchen von ganzem Herzen, dann wird sich er auch finden lassen, liebes Herz. Und wir empfangen was, wenn wir abladen, wenn wir zu Jesus kommen und geben alles ab. Vergebung, Hilfe, Nöte, beladen sind, geplagt sind, Sünden, Leiden. Wisst ihr, können wir zu Jesus kommen. Und da passiert in unserem Leben was. Wir werden frei. Wir empfangen bei ihm Freiheit. Wir empfangen bei ihm Erleichterung von den Lasten, die uns beschweren. Die Lasten, das unser Leben beschwert. Bei ihm finden wir Freiheit und Erleichterung. Halleluja. Ist doch wunderbar. Unser Herr ist gut, Geschwister. Unser Herr ist wunderbar. Ja, wir dürfen in die Gegenwart des Heiligen Geistes kommen. Der Heilige Geist führt uns durch unser Leben hindurch. Er zeigt uns den Weg. Durch den Heiligen Geist, ja, haben wir die Führung für unser Leben, wo Jesus sagt, kommt zu mir. Er führt uns auf rechten Straßen willen, um seines Namens willen. Außerdem gibt Gott uns die Kraft, ja, einfach Sorgen und Schwierigkeiten zu bewältigen. Denn er ist die Kraft, die uns hält. Die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in deinem und meinem Herzen. Die Liebe Gottes, die gibt uns die Kraft. Der Heilige Geist ist mit uns. Und er gibt uns die Kraft, weiterzugehen, nicht aufzugeben. Dass wir wirklich die Kraft haben, mit unseren Sorgen, mit unseren Schwierigkeiten, dass wir die zu überwältigen, die wir manchmal zu tragen haben. Ist nicht einfach, ist nicht leicht. Aber weißt du, er sagt, kommet zu mir, ihr Mühseligen, die ihr beladen seid. In Vers 29 sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wisst ihr, ich habe mir meine Gedanken gemacht, Geschwister. Dieses Joch. Und früher haben die Tiere, die Ochsen oder sonst, haben ja einfach dieses Joch gehabt. Und wisst ihr, dieses Joch war früher sehr wichtig für diese Tiere, für diese Ochsen. Weißt du warum? Wenn die das Joch nicht hätten und man hätte ein Seil genommen und hätte man dieses Seil ja über ihren Hals getan und die Rinder diese schwere Lasten gezogen hätten, wenn sie das Joch nicht hätten, dann hätte es in ihrem Fleisch eingeschnitten. Und das verursacht sehr große Schmerzen. Aber wenn die das Joch so gehabt haben, über den Hals, und dann haben die da die Seile gespannt und dann ging es gut, sonst hätten die einfach diese Last und diese Schmerzen nicht aushalten können. Auch das hat Jesus für dich und für mich getan. Er hat unsere Lasten ans Kreuz getan. Wir wissen, Jesaja 53, glaube ich, Vers 4. Er trug unsere Last, er trug unsere Sünden, er hat sie getragen. Wisst ihr, und die Bibel sagt auch, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und so können wir zu Jesus kommen, Geschwister. Wir können zu ihm kommen.
Und wir können wirklich unsere Lasten ihm abgeben. Halleluja. Und früher war das so, liebe Geschwister, wenn zum Beispiel oftmals wurden 2 Lasttiere eingespannt. Wenn sie zum Beispiel große Lasten getragen haben oder wenn du heute zum Beispiel eine Last trägst und dann hat man früher immer 2 Jochrinder eingespannt, damit sie besser einfach diese Last tragen. Und ich meine dich, liebes Herz, und wenn du heute vielleicht eine große Last trägst, aber du sie selber nicht tragen kannst, weißt du, dann ist Jesus da neben dir und hält dich bei der Hand und zieht mit dir diese Last. Er hilft dir, wenn du deine Last mit dir mitschleppst oder wenn du deine Last ziehst. Und früher war das so, dass man 2 Rinder eingespannt hat und dann haben die 2 einfach diese Last gezogen. Und dieser zweite, das ist dein Erlöser und dein Retter Jesus Christus. Er hilft dir, deine Last zu tragen. Er hilft dir in allem, deinen Sorgen, deine Probleme, deine Lasten. Er ist deine Hilfe. Rufe ihn an. Halleluja. Und die Bibel sagt, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das heißt für uns, als erstes, wenn wir auch so Jesus sagt, das Joch, sein Joch ist leicht und seine Last. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das heißt, auch wenn Jesus sein Joch um uns legt, dann kann er uns auch besser führen, dass wir nicht auf Abwägen geraten oder auf Abwägen kommen. Das ist eine Sicherheit für für uns Kinder Gottes, dass wir nicht einfach andere Wege gehen, dass Jesus uns einfach führen und leiten will, aber ganz in seine Sanftmut, in seine Liebe zieht er und leitet uns. Denn sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Liebe Geschwister, das will ich euch dazu sagen, dann bin ich schon am Ende. Seine Last ist leicht. Das heißt nicht, dass wir uns einfach hinsetzen und sagen, wir machen jetzt gar nichts, wir warten auf die Wiederkunft Jesu. Das ist es nicht. Denn die Bibel sagt uns, meine Last ist leicht. Das heißt, Jesus trägt uns niemals seine Last auf. Aber Jesus sagt uns, was wir zu tun haben. Und das ist sein Wort weiterzutragen. Die Menschen erzählen, dass Jesus Christus der Erlöser ist. Menschen zu erzählen, dass Jesus da ist, um die zu retten, was verloren sind. Für die Menschen da ist, dass wir sein Wort weitertragen. Dass wir das Licht der Menschheit sind. Dass wir das Wort Gottes weitergeben an Menschen. Dass wir gerade in dieser Zeit das Licht dieser Welt sind, das Salz der Erde. Gerade in dieser Zeit müssen wir mehr und mehr von Jesus erzählen. Mehr und mehr die frohmachende Botschaft weitergeben, liebe Geschwister. Deswegen sagt die Bibel, dass seine Last leicht ist. Er ist der Lastenträger. Er ist der, wo unsere Lasten trägt. Aber wir sollen rausgehen. Und diese Last ist nicht schwer, wenn wir Menschen erzählen, dass Jesus Christus sie liebt. Und aus Liebe gab Gott seinen Sohn. Ich wünsche dir reichen Gottes Segen und ich wünsche dir wirklich, dass der Herr dich segnet. Und vielleicht du, wo du nicht zu Jesus Ja gesagt hast. Komm zu Jesus, so wie du bist. Komm zu Jesus, liebes Herz, und lass dich erfüllen von Jesus Christus. In Hebräer 4,16 steht geschrieben, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Halleluja. Und da kriegen wir Hilfe. Halleluja. Und wisst ihr, in dieser Zeit müssten wir eigentlich dass Menschen sich
liebe Geschwister, versöhnen. Wisst ihr, vielleicht hast du Streit in deiner Familie, vielleicht hast du Ärger mit deiner Frau, vielleicht weil ihr jetzt viel zusammen seid. Vielleicht geht einer der anderen auf die Nerven. Habt Liebe untereinander. Wisst ihr, Gott hat mir auf dem Herzen gegeben, dass wir uns lieben. Vielleicht jetzt mehr als zuvor. Dass wir uns versöhnen. Vielleicht hast du mit den oder den vielleicht Streit oder sprichst nicht mehr mit dem. Weil er vielleicht gegen dir was hat oder dir, ja, vielleicht was gesagt hat, was dir nicht passt. Mache Frieden. Liebe deine Mitmenschen. Zeige die Liebe Gottes jedem Menschen. Denn die Liebe Gottes ist die größte unter ihnen. Halleluja. Gott segne dich. Shalom. Der Friede Gottes sei mit dir. Amen.